Bob der Baumann kann mir's flicken, Bob der Baumann sicher klar. Schubamock, Orangli, Klauzi auch. Das Kränli und Rita, die arbeiten genau. Der Bob und sein Team haben zusammen viel Spass. Sie bauen und flicken, sind Spitzenklasse. Bob der Baumann kann mir's flicken, Bob der Baumann sicher klar. Die Lisette, der Pipsi, der Kevin, der Lumpen, arbeiten alle zusammen und manchmal stillen's Kumpen. Bob der Baumann kann mir's flicken, Bob der Baumann sicher klar. Könnte ich noch mal ein Brett haben, Rita? Es ist leider noch nicht parat, Bob. Die Säge ist so alt und stumpf. Ich komme fast nicht durchs Holz durch. Ah, blöd. Ich hätte sie wirklich schon lange schleifen sollen. Das würde, glaube ich, nicht mehr nützen, Bob. Die Säge ist so völlig abgeschliffen. Du brauchst eine neue. Dabei haben wir der Frau Bottmann versprochen, dass wir heute noch fertig werden. Oh ja. Weißt du was? Ich übernehme das Sägen. Dafür tust du hämmern. Gern, Bob. Oh. Okay. Du hast recht, Rita. Die Sage ist ja wirklich mehr als stumpf. Hoi Bob, hoi Rita. Hoi, Schuba. Haben wir schon Feierabend? Sieht so aus. Und der Haken ist erst halb fertig. Müssen Sie gehen, Herr Bob? Es tut mir leid, Frau Bottmer. Aber wir kommen morgen am Morgen wieder und machen den Haken fertig. Versprochen. Weißt du was, Lisette? Wir hätten der Frau Bottmer ihren Haken gut geschafft, wenn meine Säge nicht so stumpf wäre. Darum bestelle ich jetzt gerade eine nagelneue. Als Geschenk für die Rita. Schließlich muss sie fast jeden Tag irgendetwas sagen. Weisst du was, Pipsi? Der Bob hat wirklich eine neue Säge verdient. Oh, grüezi. Ist das der Werkzeugladen? Ja, ich würde gerne eine Säge bestellen, bitte. Und sie wird morgen Morgen geliefert? Das ist super. Danke vielmals. Die Rita wird Augen machen. Hoi, Lupe. Oh, du siehst so traurig aus. Mir stinkt's, Kevin. Du solltest doch eigentlich mit dem Herrn Burger Vögel verschrecken. Oh, das ist langweilig, Kevin. Ich könnte doch noch so viel anderes machen. Ich könnte den Leuten helfen, aber mich fragt niemand. Weil sie meinen, ich hätte nur Blödsinn im Kopf. Aber das ist doch am meisten so Lumpen. Hä? Wart noch. Heute hilf ich jemandem, wart noch. Oh je. Suchst du etwas, Bob? Ich warte auf ein Päckchen Orangli. Der Pöstler Mai hat schon längstens bei uns abliefern. Ui, was hat's denn in dem Päckchen, Bob? Echtes Geschenkli? Ja, so gern Geschenkli. Ich erzähl das denn gerade, Orangli. Oh, das Telefon. Hallo, ist dort Herr Bob? Da ist Meier. Morgen, Herr Meier. Ich habe ein Päckchen für Sie, aber mein Auto hat heute Morgen eine Panne gehabt. Es ist jetzt in der Garage, aber ich kann vermutlich erst morgen wieder Päckchen vertragen. Leider. Aber ich kann Rita damit überraschen. Ich weiss was. Ich fahre nachher bei Ihnen vorbei und hol's ab. Gut, Bob. Bis nachher. Adieu, Herr Meier. Was ist das? Oh nein, oh nein. Hi miteinander. Ich bin zu spät. Ich habe auf ein Päckchen gewartet, aber sie ist einfach nicht gekommen. Ein Päckchen? Komisch. Der Bob hat auch. Passet auf, Kollegen. Es gibt einen dringenden Notfall. In der Hauptstraße ist gestern Nacht ein Baum umgeknickt. Wir müssen das sofort wegräumen. Das bedeutet aber, ich kann dir mit dem Haken von der Frau Bottmann nicht helfen. Oh, schon gut, Bob. Ein Notfall ist wichtiger. Wir sind parat, Bob. Können wir's flicken? Sicher, klar. Oh, ich weiss nicht recht. Hey. Oh, wenn mein Auto nicht bald geflickt ist, habe ich keine Ahnung, wie ich Päckchen ausliefern soll. Das ist sicher schon wieder jemand, der sein Päckchen vermisst. Oh. Die Päckchen müssen vertreibt werden. Da helfe ich doch gerne ein bisschen aus. Der extra Pöstler Lupper ist am Gumpen. Komm näher!
Hey, ja, komisch. Da sind doch 3 Säcke gestanden. Ich bin ganz sicher. Der Sack ist grausam schwer. Jetzt weiss ich, wieso der Pöstler ein Auto hat. Hoi, Lumpe. Kevin, was machst du da? Ich habe ein bisschen Gemüse auf dem Markt vorbeigebracht. Und was machst du? Ich tue für den Pöstler Meier Päckchen austragen. Und du könntest mir dabei helfen. Lumpe, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Sicher klar. Hast du nicht gehört? Ich helfe beim Päckchen austragen. Das ist doch toll. Also weiss er gar nichts davon. Das ist doch gleich. Und wie weisst du, wo sie hingehören? Du kannst doch gar nicht lesen. Und? Wir zwei fahren jetzt in der ganzen Stadt umeinander und bringen den Leuten ganz viel Päckchen. Die freuen sich sicher. Komm jetzt, Kevin. Oh. Extra Post. Oh, ich habe mir doch gar keinen Hut bestellt. Ein Päckchen für Rita. Ein Päckchen für den Bob. Siehst du, ist doch ein Kinderspiel. Das sieht gut aus. Fertig. Also, ich frage noch mal wegen Päckli. Hallo, Herr Meier? Da ist der Bob. Ich komme jetzt bei Ihnen vorbei und hol mein Päckli. Was? Verschwunden? Mach ich. Ich gebe Bescheid, wenn man es findet. Adieu. Lasst, Kollegen, der Pöstler Meier hat einen Postsack verloren. Ausgerechnet der mit meinem Päckli drin. Schuba, du kommst mit, wir können es suchen. Los geht's! Das wär's, Frau Bockmann. Ihr Hag ist fertig. Oh, und er sieht einfach prima aus, Rita. Extra Post für Sie. Oh, aber... Sie müssen nicht Danke sagen. Der extra Pöstler Lumpe, das bin ich. Aber ich habe einen neuen Hut bestellt. Hoi Rita! Grüezi, Frau Bottmer. Wir suchen einen grossen Postsack vom Herrn Meier. Er hat ihn verloren. Der Lumpen und der Kevin haben einen gehabt. Sie sind da vorne gefahren. Prima. Komm, Schuba, schnell hinten rein. So, das ist das Letzte, Kevin. Ich hatte doch gesagt, ich könne das. Lumpe, was machst du mit dem Postsack? Ich helfe dem Pöstler Meier beim Päckchen austragen. Aber du hast alles den falschen Leuten verteilt. Hast du die Adresse nicht gelesen? Also... Ich habe dich gewartet, Lumpe. Ich kann doch nur helfen. Ich weiss, Lumpe. Aber du musst leider alle Päckchen wieder einsammeln und dem Herrn Meier ins Postbüro zurückbringen. Gut, Bob. Entschuldigung, Bob. Und dann kannst du meinetwegen dem Herrn Meier wieder beim Austragen helfen. Aber das mal an die richtige Adresse. Komm mit, Kevin. Der extra Pöstler Lumpen ist am Gumpen, Bob. Hoi miteinander. Der Bob ist so. Hat er den Postsack gefunden? Der Kevin und der Lumpen haben ihn Ich gehabt. hätte dir nur helfen. Bob, da hat es ein Päckchen für dich. Danke, Krändli. Oh, das ist aber nicht für mich. Das ist für Rita. Bob, ich habe im Heimkommen das Päckchen gefunden. Aber es ist für dich. Cool! Das ist ja fast wie Weihnachten. Oh, was heißt es da drin? Es ist die neue Sagi. Ich habe auch eine bestellt. Eigentlich, Rita, ist sie für dich? Das ist so lieb, Bob. Weisst, ich habe meine Sagi für dich bestellt. Oh, das ist super, Rita. Danke vielmals. Jetzt hat der Lumpe doch noch etwas richtig gemacht heute. Der extra Pöstler Lumpen ist am Gumpen.